Auf der Suche nach den Furians begeben sich unsere Freunde in wieder und wieder neue Gebiete und vor allem weitere Gefahren. Hi Freunde, willkommen zurück. Würde erstmal sagen, ein bisschen Dinger gucken, was wir noch alles haben. Physik, ich dachte, wir ein bisschen mehr, aber haben wir vielleicht noch irgendwie, ihr wisst schon. Nee, danke schön, das bringt mir hier alles nichts. Nee, das ist alles scheiße. 50 mehr KP, nee. Bringt's auch nicht. Mann. Aber ständig nur Schrott oder was ist los? Wirkt fast so, wa? Ja, gut, klar, die wir natürlich aktuell haben, sind natürlich aufgepimpt und so, Okay. Kraft trinken, dankeschön. Ich habe noch nichts gehört. Ah, da. Von echt übersehen. Ah, schon besser. So, die von Älter ist zurück. Mal gucken, was hat sie alles? Rang 10. Sehr gut. Das heißt, es fehlt noch ein Material plus ein Special. Das gefällt doch. Sonst echt nichts Neues. Na klar, kann man alles ein bisschen durchgehen, aber Ne, komm, lassen wir. Was ich noch machen wollte, wegen Velvet gucken. Diese hat noch eine neue Art gelernt. Nö, offenbar nicht. Finde ich jetzt aber nicht so cool. Aber egal, die Tür ist offen und das Wichtigste. Es gibt hier noch eine Truhe auf diesem Stockwerk. Wo können die wohl sein? Vermutlich direkt vor mir. Also der Raum sieht ein bisschen so aus wie damals. Ich überlege gerade. Bei der Patriarchin war es, glaube ich, war aber in Cestiria. Also sprich diese. Mann, wie ist schon wieder? Medusa-Dame, genau, die Medusa-Frau. Hat was ein bisschen für sich, oder? Ah, da. Hä? Also. Die Tür ist open. Bin mal gespannt. Speichern. Da waren wir übersehen, war. Ne, wir haben Part Nummer 74. Nach 26 Folgen, Leute, haben wir bereits die 100-Part-Grenze geknackt. Ja, ich glaube, das schaffen wir locker. Also, was ich sag's mal so wie ich es gehört habe, haben wir vielleicht vermutlich ein bisschen weniger als 2/3. Und daher, jo, wird es noch cool. Oh. Also immer ein schlechtes Zeichen, wenn du sowas findest. Was hier denn alles Teil oder was? Trank des Lebens. Oh, das ist aber sehr scheiße. Das wird ein harter Kampf werden. Aber ich hab gespeichert, ist mir eigentlich alles egal. Verteidigung. Oh. Ja gut, die sind schon ein bisschen wenig, aber. Ach, das ist mal Fluffy Set. Noch mehr Katzpunkte. Aha, das ist die andere Seite. Seht ihr da? Ruin U2, Ruin. Also auf der Rückweg. Das ist natürlich auch eine Variante. Da haben wir das letzte Feuersilber. Schätz mal, darum muss ich jetzt nicht. Hätten wir Nummer 1.
Numero 2. Die dritte. Und die vierte. Sieht aber relativ normal aus, die Dame. A barrier. She's a Therian. Third time's the charm, eh, kid? Yeah. You're Medusa? I am. And who might you be? We're like you. We carry grudges against the Abbey. And Shepherd Artorias. It's gonna be okay. We came to get you out of here, Medusa. There's no escape. What? Please, don't give up. I can... No, you don't understand. There's no escape for you. If you dare sully Shepherd Artorias' ideals and the light the Abbey shines upon the world, I will kill you all! Das ist neu. Why are you doing this? She's the Abbey's lackey now. Das hatten wir so auch noch nicht. Ein Therian, der auf der Seite der Abtei steht. Way to jinx Das it. kann interessant werden. Ernsthaft? Ja toll, ich komme gar nicht mehr raus aus dem Modus, wenn es so weitergeht, wenn die echt so schwach sind alle. Wie viel Level? They just keep coming. That snake woman keeps summoning them. If we don't go after her directly, there'll be no end to it. Your left hand. Don't tell me you're the Calamity. Why are you doing this, Medusa? Why fight for the Abbey after they forced you to become a Therian? They didn't. I became one of my own free will. But your daughter, slain at an exorcist's hands. You must hate the Abbey for that, don't you? Oh, I feel hate. Toward a world where demons spawn from the people's malevolence. You know about malevolence? The exorcist told me the truth. Diana turned into a demon because of the malevolence she radiated. I knew what I had to do. Become a Therian, and devour malevolence so that such a tragedy would never repeat itself. It matters not what dreadful form my body may take. I will revive Enominat and change this wretched world! If that's how it is, fine. We'll take you by force. Ach du Scheiße. Das geht natürlich auch, ja. Wir stehen gegen Feuer. Ich lasse trotzdem alles so drin wie es ist. Schwäche Erde, sehr gut. Trotzdem erst müssen die weg. Going to end this. Her death will not be in vain. This woman, she's just a grieving mother. Crush them all. Ihr habt sie gehört, Leute. Ihr habt wer gehört. Crash them all. Das ist der falsche Wort, ungefähr ist das hier. Aua! Da geht er so nicht. Ja, voll reingelatscht. Ernsthaft jetzt? So, jetzt beginnt aber die richtige Party hier. Einfach unten Erde. Hast du mir aber Erde und Feuer kombiniert? Ach du Scheiße. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Jo, und dann schicken wir Eleanor rein.
Noch ein bisschen mehr was in der Physisch. Aber was ich echt interessant finde, Freunde... Oh, warte gerade nicht. Scheiße. Ja, genau das. Seht ihr, es ist im Prinzip genau gleich wie bei der Patriarchin damals. Oder? Das war doch die Patriarchin, so hieß sie doch zumindest. Also zumindest kann sie auftauchen. Ich glaube, damals existiere nicht. Ja, da war ja vor allem Diesel unser Spezialist. Unsere Rettung in der Not. Was ich eigentlich sagen wollte, es ist aus der Medusa wie damals und die war ja auch, wie soll ich sagen, die kann die ganzen Umstände und so weiter und so fort. Und sie war auch davon überzeugt, dass sie das im Prinzip das Richtige tut. Es war nicht so, dass sie von der Bewusstheit zerfressen war oder so. Nee, sie war der festen Überzeugung, sie tun... Ah, ich bin immun dagegen, stimmt ja. Total mal eins geben, war. Aber sie war echt fest überzeugt, ja, sie tut das Richtige. Deswegen, ich würde echt sagen, ist eine interessante Entwicklung. Von den scheiß Schlangen her. Sie haben nichts mehr, aber ist ja egal. Ah, dem noch ein paar. Ja, die Schlangen nerven einfach ein bisschen weg. Ich kann doch relativ gut mit der alten, klar, wundere mich gerade ein bisschen. Ich hatte damals zwar existiere mit der Medusa ein bisschen mehr Probleme wegen Versteinern. Gut. Andererseits natürlich, was hier gerade unser junge Velvet abzieht, ist sowieso alles in einer anderen Welt, von dem her. So, kein Neu mehr. Jetzt geht's in den Kragen, aber sowas von. Das müsste aber relativ viel Schaden machen. Alle noch am Leben. Asen, gibst du ja bitte einen Schlusstritt. Wortwörtlich und zwar einen Arsch. Das war nicht so, wie es sein sollte. Ja, heute die ganze Zeit Eisen dabei ist was ganz anderes. It's over. Curse you, Lord of Calamity. Lord of Calamity? That's the name of the Demon Lord who will bring about the Age of Chaos. The unrepentant embodiment of malevolence, whose blind pursuit of self-gratification will rain destruction upon the world. The irredeemable, uncontrollable personification of human sins. An evil like you. Demon, Therian, Lord of Calamity. Call me whatever you like. But if I'm the supposed Lord of Demons, then you're just a minion to be used as I please. Nothing more. No, I refuse. What happened to my Diana was my fault. That's why I will fight you until my dying breath! Stop! Don't get in my way! No! Enough mothers have died. I won't let you join them! Eleanor and Kamawana, they both lost their mothers too. It's a terrible thing. Kamawana? A little girl that the Abbey forcefully made into a Therian. Her mother tried to save her, but she failed. All she could do was to offer her own life to fill her child's empty stomach. Kamawana's been crying ever since. She misses her mother. If you die here, I can only imagine how sad that would make your Diana. Diana!
don't need me anymore, Mom. I get it. You love this new dad more than your own daughter! No, honey. I did it for you. But you really thought I stopped loving you. And the malevolence made you into a demon. It's all my fault. I'm so sorry. Forgive me, Diana. Medissa. She'll be all right. She's just unconscious. Let's grab her and haul her back. I'll place her under a binding art, just in case. Gotta hand it to the Abbey. Very resourceful, taking advantage of Medissa's regrets like that. Making her into a Therian who would do their bidding. It's just so cruel. Who cares? Reason above all, no? It's true. The way I feel goes against all reason. There's no telling what'll happen to Heliphys once we take Medissa out of here. And yet I'm doing exactly that, all on account of my own hang-ups. Even crushing Medissa's honest resolve. According to reason, malevolence is the fault of the individual. You assume no responsibility or guilt for what happens to them. I refuse to turn a blind eye to the consequences of my actions. I chose this path to seek the truth, not to deny it. If I'm to betray reason, then that is the very least I should do. You're too much, you know that? You and Medissa both. Quit overthinking things. Just blame all the suffering on the Lord of Calamity. Makes life easier. Velvet, I'm not trying to cheer you up. I'm just saying it doesn't bother me. Whatever's coming, I can handle it. Was für ein krasser Plot-Twist, hey. Ich meine, ich habe schon, im Prinzip habe ich schon, glaube bei Folge 4 oder 5 war es, wo sich eine Velvet da, sprich, wo ja das Ganze mit der Opferung und so geschah, da quasi Offenbarungen der ganzen Welt gegenüber und sie ihre neue Hand bekam, etc., etc. Ich habe es eigentlich schon da irgendwie gedacht, wegen der Form des Handes und ja, einfach dieser seltsamen Brustheit, ja, ich muss doch irgendwie so formulieren, nicht ausgeströmt ist. Dass sie der Herrscher des Unheils ist. Mir ist das wirklich ganz krass ist, Leute. In dem Zusammenhang müssen wir uns vorstellen. Wenn wir mal vergleichen mit Zestiria. Ich weiß, ich bringe den Vergleich öfters, aber muss es trotzdem mal bringen. Hirte und Herrscher des Unheils war schon immer im Einklang. Wenn man vom einen sprach, muss auf dem anderen gesprochen werden. In Zestiria das erste Mal, wie als Hirte, Sorey, am Herrscher des Unheils, Heldalf getroffen. Keine Chance. Hier sind wir quasi des Unheils, treffen auf den Hirten Naturius, wenn man so will, wo es Hirte war und so, oder? Zum ersten Mal, keine Chance. Was aber für ein krasser Unterschied ist, natürlich auch wegen der Erfahrung war, weil Velvet, Sorey hat im gleichen Alter, Artorius, Heldalf, würde ich auch mal sagen, im gleichen Alter, gleiche Erfahrungen, etc., etc. Aber trotzdem komplett unterschiedlich, weil Velvet wurde da im Prinzip auch wieder gleich, war da ähnlich. Velvet wurde dazu gezwungen, quasi Herrscher des Unheils zu werden. Ich meine, sie wollte es nicht werden, sie wollte nicht runterfallen, Artorius hat den Arm abgeschnitten. Es war also die Schuld des Hirten. In Zestiria, Heldalf, gut, der hat es natürlich quasi beeinflusst dadurch, weil er einfach ein Arsch war, oder? Kann man so sagen. Das Dorf Kamlan verraten hat und Michael, den Hirten da, Michael, er versteht schon, quasi einen Hirten da, einen damaligen Hirten, achso, deswegen seltsam macht es versperrt hat, den Hirten da eben quasi verraten hat. Aber er wollte ja nicht den Herrscher des Unheils werden, weil einfach Michael, der ihn da verflucht hat, also auch der Hirte, hat den Herrscher des Unheils herbeigeführt, genau wie hier. Kleine Motive und so dahinter, alles komplett anders, aber trotzdem kann man sagen, der Hirte hat den Herrscher des Unheils erschaffen. Natürlich interessant, damals, ja, Hirte Michael, Heldalf, etwa
Vielleicht gleich alt, vielleicht gleich erfahren. Der Hirte starb, danach gab es einen neuen Hirten, so way. Okay, hier war es ja. Aber anders. Von dem her, klar, ein bisschen Unterschiede muss es schon geben. Aber trotzdem ganz Zusammenhänge, aber quasi umgekehrt. Und trotzdem wieder gleich, dass es irgendwie so crazy ist, irgendwie wieder cool ist, wie ich finde. Also ganz ehrlich, ich bin ein bisschen baff, ey. Herrscher des Unheils, ja, es ist halt Ganon, okay. Herrscher des Unheils und Hirte. Ist mal mit dem Herrscher des Unheils unterwegs. Ach du Scheiße. Ja, ich halte extra zurück, weil... Da wollte ich gar nicht. Ja, egal. Ich versuche noch ein bisschen meine Gedanken zusammenzuordnen. Weil gerade alles so krass ist und alles irgendwie gleichzeitig um mich reinströmt und so auf nur Gedanken machen wegen... Es ist so geil und krass, dass es wieder krank ist und... Die ganzen Unterschiede einerseits, aber andererseits natürlich aber die ganzen Gemeinsamkeiten zu Cestiria. Es ist echt so, als wäre Berseria, also muss man so formulieren, als wären Cestiria und Berseria wie zwei Teile desselben Spiegels. Hell und dunkel, also quasi, ja, oder Schatten und Licht, wenn man so will. Oder wenn man gar mal Reaper sind in seiner Münze, wegen Kopf und Zahl. Es ist echt so, als wäre Cestiria und Berseria hat jetzt zwei unterschiedliche Seiten an der gleichen Münze. Klingt vielleicht irgendwie doof, wie die Wand dort, auch ein bisschen doof. Aber irgendwie hat es was. Und egal, wie du dich auf der einen Seite entscheidest, die Auswirkungen sind irgendwie trotzdem die gleichen. Der Hirte und der Herrscher des Unheils. Wie gesagt, natürlich sind die Motive ein bisschen unterschiedlich. Da könnte ich sogar. Borten könnte ich sogar. Cool. Wie gesagt, die Motive sind natürlich unterschiedlich. Weil der Hirte hat in Cestiria erst dann reagiert, als ihn Heldalf, der spätere Herrscher des Unheils, verraten hat. Also er hat aber trotzdem quasi aus Bosheit, kann man so sagen, gehandelt und deswegen Heldalf zum Herrscher des Unheils gemacht. Also der Hirte wurde verdorben. Er war aber damals schon der Hirte. Hier in Berseria war Arthos noch gar kein Hirte. Wobei, wir haben die Zwischensequenz gesehen, von wegen seinen Vorgängern und so weiter. Und er hatte auch schon einen Pakt mit Zeus, also sprich Malak, abgeschlossen. Also in gewisser Weise war er auch schon Hirte. Er hat ein Ritual durchgeführt. Eigentlich auch wie in Cestiria. Aber die Umstände waren anders, weil er war nicht irgendwie verflucht oder so. Oder musste es tun, um sich irgendwie zu rächen. Er hat es einfach getan, weil er dachte, ja, wegen Ritualen, so Offenbarung. Er hat einen Plan, damit Innominat und so, Bosheit aufsaugen, das Wohl des Ganzen über das Wohl des Einzelnen. In Cestiria war es das Wohl des Einzelnen über dem Wohl des Ganzen. Ja, weil der Hirte Michael, der war sauer. Er war enttäuscht, zornig, alles mögliche und hat deswegen Helda verflucht. Im Prinzip aus egoistischen Gründen. Aber hier in Berseria hat Artorius nicht aus egoistischen Gründen gehandelt, aber trotzdem, Alter, wie krass ist das bitte? Er kann natürlich sein, dass ich zu viel hineininterpretiere und so, aber ey. Das sind irgendwie so krasse Gedanken, die wir gerade so machen. Alter Schwede. Würde mich natürlich mal interessieren, wie ihr das Ganze findet, Leute. Hey Eleanor, Ja. I was wondering, do you think I hurt Medusa saying that stuff to her back there? I suppose you might have. But I was thinking the exact same things you were. Losing a mother. It's always a tragedy. I'm glad you stepped in and stopped her. Thanks. That Eleanor. I swear, she feels way more responsibility for everything than she needs to. You think we need to worry? What if she pushes too far and erupts with malevolence? Malevolence is born out of many things. A prideful ego, the self-righteousness that turns a blind eye to one's inner contradictions. Eleanor is different. She's mindful of her ego and strives to confront her inconsistencies of character. She has a purity of heart that won't be tainted by the emotions that create malevolence. No other quality is as essential for an exorcist. So she's probably okay? For now, at least. But human hearts can be fickle things. Who knows what the future holds? I doubt you got anything to worry about. For most exorcists, purity is a construct of the Abbey's teachings. But Eleanor, she's the real deal.
She's not your average exorcist, I'll give you that. Purity is handy for any exorcist. But more than that, it's a rare and precious temperament for living. Everybody's got an ego and certain internal contradictions to some degree. Facing one's own ugliness in an honest manner is never easy. To be a normal human is to live carrying malevolence. It's just how much you let it control you that varies. I guess malevolence might just be a fact of life, huh? But Artorias can't accept that. Zum einen das natürlich und zum anderen, was ich vorhin noch erwähnen wollte, wenn es mal so vergleicht, das Wohl des Ganzen und das Wohl des Einzelnen, was ist wichtiger? Logisch betrachtet, das Wohl des Ganzen. Aber wir sehen, wohin das geführt hat oder führen wird. Also, ich finde jetzt echt, Berserien und Cestiria sind die perfekten Beispiele. Geht ihm noch nicht durch, verdammt. Sind da echt die perfekten Beispiele, um das irgendwie, ja. Wir können Norden und Athene können wir abkürzen, oder? Nee, geht nicht. Interessant, wa? Wird da noch etwas passieren? Ja, wegen Katzen und so weiter, denke ich mal, wird es reichen, wenn wir das uns wieder erst in der nächsten Episode zu Gemüte führen, hier bei Tales of Berseria. Wie bereits erwähnt, würde mich sehr freuen, wenn ihr dann noch ein paar eure Gedanken da in den Kommentaren schreiben könnt. Vor allem natürlich zu dem, was ich gerade erzählt habe. Ich weiß schon relativ viel und solche Dinge, aber als sie erfahren haben, falls sie dann erfahren werden, Unterschiede zwischen Cestiria und Berseria sind da. Ich meine, Rollenverteilung komplett unterschiedlich. Aber das Ziel, ich glaube, da ist es ungefähr das gleiche. Die ganzen Umstände und so weiter, Hirte, Herrscher des Unheils, die Umstände, die dazu führen, wieso man irgendetwas tut, aus welchen Launen heraus. Wer weiß, wer weiß. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal hier bei Tales of Berseria. Wenn das Abenteuer auf der Suche nach der Wahrheit weitergeht, das Wohl des Ganzen, das Wohl des Einzelnen. Hier wohl eher, für Velvet zumindest, das Wohl des Einzelnen. Ach ja, bevor es vergessen war, Herrscher des Unheils. Was ist gerade so als Heldalf in Cestiria eigentlich nur das Ganze wollte? Das Wohl des Ganzen? Ich überlege gerade. Jein. Survey wollte... Ja, war eigentlich auch für beides, war. Ja, ist noch interessant. Muss man so sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Okay, bis dahin. Tschüss.